Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es gibt ein sehr weitgehendes Angebot der Europäischen Union an das Vereinigte Königreich, auch nach dem Austritt aus der EU faktisch Mitglied des Binnenmarkts zu bleiben. Und damit den freien Zugang zum europäischen Markt, der wirtschaftlich für Großbritannien von entscheidender Bedeutung ist, zu behalten und für europäische Unternehmen den Zugang zum britischen Markt. Dazu gehört, dass die Regierung in London akzeptiert, dass sie die Standards des europäischen Binnenmarkts einhalten muss. Das genau verweigert sie. Aber das wird die Europäische Union nie mitmachen können, dass sie vor ihrer Haustüre ein ehemaliges Mitglied hat, das von sich aus auf den europäischen Markt kann, aber die Standards, die alle anderen, die in diesem Markt sind, einhalten müssen, nicht einhält. Und das erkennen natürlich auch immer mehr Leute, dass das nicht geht. Deshalb sind auch Regierungen, nehmen Sie die der Niederlande zum Beispiel, die eigentlich immer ganz traditionell eng bei den Briten waren, in dieser Frage auch nicht bereit, irgendwelche faulen Kompromisse zu machen. Ich glaube, wenn die Regierung in London nicht aufpasst, dann ist der Austritt aus der EU nicht das einzige Problem. Wir können ja in Schottland sehen, übrigens auch teilweise in Wales, dass es Bestrebungen dort gibt, zu sagen, wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir eben Wege finden, wie wir in der EU bleiben können. Schottland denkt über ein zweites Referendum nach. Ich hoffe nicht, dass am Ende die Sturheit von Leuten wie Boris Johnson dazu führt, dass das Vereinigte Königreich schweren Schaden nimmt.